Hi zusammen, ich bin Anita und ich habe in diesem Sommer die Passerelle gemacht. Ich habe während der Passerelle eigentlich nicht viele Informationen von anderen gefunden. Das ist auch der Grund, wieso ich das Video mache bzw. den Channel gegründet habe. Im ersten Teil erzähle ich euch allgemein, was ich so gemacht habe, ein bisschen meine Tipps, was ich, wenn ich es nochmal machen müsste, besser machen würde. Und ja, nachher gibt es einfach spezifische Tipps zu den einzelnen Prüfungen. Ja. Noch ein paar Infos über mich. Ich habe Wirtschaftsmittelschule gemacht, es gibt auch Handelsmittelschule oder so genannt, und habe also somit kaufmännische Berufsmatur. Es gibt natürlich verschiedene Richtungen. Also ich bin auch mit ganz unterschiedlichen Leuten in der Klasse gewesen, und neuerdings kann man ja auch mit der Fachmatur, also von der FMS, die Passerelle auch machen. Also das ist eigentlich mit jedem Background möglich. Ich habe die Passerelle an der Aargauischen Maturitätsschule für Erwachsene gemacht, also nicht an irgendeiner Privatschule oder so, also machen ihr vielleicht ja auch, also ich weiß ja gar nicht, wer das Video alles gesehen hat, aber ich habe es auf jeden Fall im Aargau gemacht, also in Aarau, um genau zu sein. Und ja, es ist ganz normal, also ich bin 3-mal in der Woche in die Schule und der Rest war Selbststudium. Ich habe übrigens ein paar Sachen vom Laptop, wegen dem schaue ich immer da runter und so. Uns ist ein Schnitt von 4,7 empfohlen worden. Also ich persönlich hatte einen 5,1 in der Berufsmatur, aber es spielt eigentlich nicht so eine grosse Rolle, weil man hört immer wieder von Leuten, die irgendwie einen 4,0 oder 4,1 Schnitt hatten, also in der BM, und dann irgendwie eben Passerelle trotzdem bestanden haben und das zum Teil auch noch gut. Also es muss auch wirklich nichts bedeuten. Okay, also kommen wir zu den Tipps. Mein erster Tipp ist eigentlich mega offensichtlich und klar, aber ich sage es trotzdem. Kommt in den Unterricht, also wirklich geht in die Schule. Ihr habt so wenig Schule. Versucht wirklich das Beste daraus zu machen. Also ich bin immer da gewesen. Ich sage nicht, dass ich mega vorbereitet und immer mega motiviert war, weil ich bin einfach da gewesen. Also ich gehöre nicht zu den Leuten, die Sachen auch selber irgendwie nacharbeiten würden. Also für mich ist es viel einfacher, in den Unterricht zu gehen, zuzulassen, und ja, das habe ich so gemacht. Und ich finde auch wenn man jetzt weiss, man in einem Fach gut ist, und das, ja, sollte man gleich auch gehen. Bei uns sind recht viele das Englisch, und klar, für die Leute, okay, es gibt Leute, die Muttersprachler sind, die haben es vielleicht nicht so nötig, aber der Rest von uns definitiv. Ich meine, ich persönlich, ja, mein Englisch ist eigentlich recht gut. Ich habe in dem Sinne nicht etwas gross dazu gelernt, aber man übt halt einfach für die Prüfung, und das kann nicht schaden. Also wenn man ein ganzes Jahr lang nicht ins Englisch kommt, und auch wenn man es gut kann, ist es einfach schade. Also macht das nicht wirklich, gehen in den Unterricht, und ja. Das Zweite ist eigentlich auch klar, euch auf den Unterricht vorbereiten. Ja, ich meine, ihr habt meistens so einen Lernplan und ihr wisst genau, was für Kapitel ihr auf wen lesen müsst, also macht das auch. Ja, ich persönlich habe das jetzt für Bio zum Beispiel nicht wirklich geschafft. Also am Anfang ja, aber irgendwann bin ich dann einfach nicht reingekommen, und es geht schon besser, wenn man die Kapitel gelesen hat, dann kann man im Unterricht auch besser folgen und man versteht auch mehr. Von dem her würde ich das eigentlich empfehlen, und das ist so ein bisschen das ist eigentlich so etwas, wo ich in dem Sinn bereue. Also ich bin jetzt trotzdem durchgekommen, aber ich sage nochmal, das würde ich anders machen. Ich möchte mich dann nicht gross sonst vorbereiten. Ich würde mehr eben das Zeug lesen, ein bisschen anstreichen, nachher in den Unterricht, und dort macht ihr ja auch Notizen, beziehungsweise ihr bekommt ja PowerPoint-Präsentationen, und ja, ich will einfach dort ein bisschen Notizen drauf machen, und dann würde ich eventuell, also wenn ihr Zeit habt, aber ich habe das persönlich nicht gemacht, und das würde ich aber trotzdem empfehlen, nachbereiten, und also im Sinne von erst dann irgendwie eine Art Zusammenfassung schreiben, und so einfach die wichtigsten Punkte, dass ihr die schon mal habt, einfach notieren. Und ja, weil ich habe das dann versucht, in der Sommerferien noch zu machen, also wirklich alles so zusammenzufassen von all den Fächern, und es geht nicht. Also vielleicht geht es, aber für mich ist es einfach nicht gegangen, und ihr habt auch gar keine Lust auf das. Sonst würde ich nicht gross eine Zusammenfassung schreiben, also ihr habt in diesen Heften, die ihr habt, auch meistens hinter eine Zusammenfassung. Ihr könnt die schnell anschauen. Ich würde mich auch mehr so ein bisschen an Lernziel orientieren, falls ihr welche habt. Wir haben von ein paar Fächern
ja, Lernziele gehabt. Ich wusste, okay, das und das kommt vor. Und mehr so ein bisschen nach dem schauen, als wirklich alles zusammenfassen, weil ich weiß nicht, ob wir das wirklich anschauen. Also, ja. Gut, ihr müsst selber wissen, wie ihr eure Zeit einteilt. Das nächste ist euch sicher auch schon gesagt worden, aber ist einfach, dass ihr Lerngruppen bildet. Das habe ich gemacht und es funktioniert eigentlich auch gut. Also wenn ihr euch wirklich regelmäßig trefft. Wir haben uns einmal in der Woche, eine Zeit lang sogar zweimal in der Woche getroffen. Eigentlich praktisch nur für Mathe, aber zum Teil auch für Physik und sonst, was auch immer angestanden ist. Mathe und Physik sind wirklich so Fächer, die sich gut eignen, also in der Lerngruppe zu besprechen, durchzunehmen, was auch immer. Weil, ja, mit Aufgaben. Ich glaube, das eigentlich am besten, als wenn ihr irgendwie über das Geschichtsthema debattiert. Also ich finde auch, ich sage nur, ich finde, ja, Mathe und Physik gehen eigentlich am besten. Der Vorteil an einer Lerngruppe ist, dass ihr wie auch gezwungen werdet, zu lernen. Ja. Also, dass ihr an einen Ort geht und euch mit dem Stoff auseinandersetzt. Weil, ja, ich gehöre halt zu den Leuten, wenn ich keinen Plan habe, dann stehe ich halt vielleicht auch ein bisschen später auf und mache halt nicht wirklich und dann ist der Tag eigentlich auch schon um. Also von dem her finde ich das schon mal gut. Wenn ihr euch mit der Lerngruppe trefft, habt ihr auch schon mal etwas gemacht an diesem Tag. Ah, genau. Aber ich würde während der Lernphase, also während der Sommerferien, also sprich unterrichtsfreie Zeit, würde ich aber in kleineren Gruppen lernen. Also ich würde allgemein keine riesen Lerngruppe bilden, aber dann nochmal während dem Vertiefen finde ich jetzt das zweite oder das dritte finde ich es eigentlich am besten. So habe ich es gemacht. Ich habe mit einer Kollegin gelernt und es geht einfach einfacher, als wenn ihr für jede einzelne Person schauen müsst, dass die nachkommen. Und wenn, ja, es ist einfach zu kompliziert. Also da würde ich wirklich schauen, dass ihr nicht irgendwie 6 oder so lernt. Was auch noch ein guter Tipp ist, ist, dass ihr die Probetests, die ihr während einem Jahr habt in den einzelnen Fächern, so ernst wie möglich nehmt. Also auf die versuchen zu repetieren und die auf jeden Fall auch schreiben, auch wenn ihr euch wirklich gar nicht vorbereitet habt. Das spielt keine Rolle. In dem Sinne wird es auch nicht, es zählt ja auch gar nicht. Also zum Teil wird ihr auch benotet, zum Teil gibt es auch nur die Punkte, die ihr gemacht habt. Aber es geht echt mehr darum, dass ihr seht, wo ihr steht und ja, also machen die Tests auch. Ja, ich glaube, man muss da nicht gross etwas dazu sagen. Ihr wisst ja wahrscheinlich auch, dass die hilfreich sind, also ja. Allgemein, was so Tests angeht, die sind eigentlich das Wichtigste, also die alten Prüfungen bzw. sonst allgemeine Probetests während der Lernphase schaut vor allem die an. Ja, ich muss auch irgendwie ein bisschen das System lernen und in einer gewissen Zeit fertig werden, können auch ausstoppen und so. Und das habe ich eben in der Physik nicht so gemacht. Ich habe nie versucht, so Aufgaben aus dem Buch zu lösen, aber eigentlich wäre es gescheiter gewesen, vor allem alte Prüfungen zu lösen. Ich glaube, ich habe nur eine alte Prüfung gelöst, also von dem her nicht die beste Idee gewesen. Dann auch noch etwas ganz Wichtiges, und zwar lasst euch nicht von euren Emotionen irritieren. Es ist wirklich schlimm. Passerelle ist wie eine Achterbahn von den Gefühlen. Ich habe zum Teil Tage gehabt, wo ich wirklich an mir gezweifelt habe und überlegt habe, aufzuhören. Also das habe ich mehrmals in diesem Jahr. Und dann eben andere Tage, wo ich denke, ja, mal, das wird schon gehen. Und ja, eben, es war so ein bisschen das Schwanken und eben, lasst euch nicht davon irritieren. Macht euch dann nicht so einen Kopf. Also, ich meine, ihr müsst es schon ernst nehmen, aber es ist normal, dass ihr halt nicht immer das Gefühl habt, dass ihr locker steht und das sollte es auch nicht sein. Also, ihr müsst das schon ein bisschen ernst nehmen, aber ich sage nur, es ist normal, dass ihr euch vielleicht nicht super fühlt während der Passerelle. Aber ja, also ich kann es alle jetzt im Nachhinein, wo ich es bestanden habe, kann ich das schon sagen, ja, so schlimm ist es auch nicht, aber es ist wirklich schlimm gewesen. Denn auch während der Prüfungszeit und während der Lernphase, also während der Sommerferien, das ist eine Katastrophe gewesen. Also macht euch da auf etwas gefasst. Also das ist wirklich, ja. Apropos Sommerferien, mein letzter allgemeiner Tipp ist, geht nicht in die Ferien. Und mit dem meine ich, macht nicht das Gleiche wie ich. Ich bin 2 Wochen in die Sommerferien und dann ja 5 Wochen zum Lernen. Ich weiss, in gewissen Kantonen haben sie ein paar mündliche schon vor den schriftlichen. Also keine Ahnung, es haben vielleicht sogar noch weniger Zeit. Aber ich sage nur, so oder so, gehen einfach nicht so lange in die Sommerferien. Ich meine, 1 Woche könnt ihr vielleicht noch bringen, aber alles andere einfach macht es nicht. Also klar, ich habe Abstände, aber
Muss nicht heißen, okay? Und zwar, ihr denkt euch vielleicht, okay, ich gehe 2 Wochen in die Ferien, dann eben noch 3 Wochen und in den 3 Wochen kann ich durchlernen. So, nein, ich kann nicht. Also, ihr braucht auch immer wieder einen Tag Pause dazwischen. Und das geht halt einfach nicht ohne. Also, ich kann nicht 3 Wochen durchlernen. Es geht einfach nicht. Gönnt euch auch mal ein bisschen Zeit für euch, eben vielleicht das Wochenende oder so. Das auf jeden Fall, aber gönnt irgendwie eben 2-3 Wochen in die Ferien, würde ich absolut nicht empfehlen. Okay, jetzt gebe ich noch ein paar Tipps zu den einzelnen Fächern. Ich habe recht lange jetzt einfach von mich eingeredet. Okay, fangen wir mit Deutsch an. Deutsch schriftlich ist ja ein Aufsatz und den habt ihr vor der Sommerferien. Was kann ich dazu sagen? Ihr nehmt im Unterricht ein bisschen so die Arten durch, also Erörterung und Essay. Ja, eben, sind im Unterricht, das habe ich schon mal erwähnt. Fragt vielleicht auch die Lehrperson, falls etwas unklar ist, wie also der Unterschied ist oder was ihr vielleicht machen solltet und was nicht. Oder ich weiß auch nicht, falls euch irgendwelche Informationen fehlen sollten. Bei uns ist es so, wir haben einen Probeaufsatz können schreiben, was wirklich hilfreich war. Und also sich mal wirklich ansetzen, 4 Stunden lang und einen Aufsatz schreiben ist, ja, kann man nicht einfach so. Was ich auch noch empfehlen würde, ist euch einfach Gedanken zu machen, was ihr dann wirklich für eine Art machen wollt. Also wenn ihr schon wisst, okay, Essay, ja, ist mir ein bisschen zu offen, dann macht lieber eine Erörterung. Oder halt umgekehrt, wenn ihr einfach Erörterungen nicht gerne habt, lieber ein bisschen kreativer sein wollt, ein bisschen literarischer, macht das Essay. Ist auch nicht schlimm, wenn ihr erst dann an der Prüfung euch umentscheidet oder was auch immer. Ich sage nur, was auch noch gut ist, aber es ist auch sicher auch schon gesagt worden, oder wird euch noch gesagt, so ein bisschen aktuelle Themen anschauen, so ein bisschen gesellschaftliche Themen anschauen, was halt so vorkommen könnte, vielleicht politische Entscheidungen, also Abstimmungen und so, ein bisschen im Auge behalten. Es könnte gut sein, dass so ein Text oder halt ein Zeitungsausschnitt zu so etwas halt kommt. Zum Teil gibt es einfach so ein bisschen Zitate von mehr oder weniger berühmten Menschen zu irgendwelchen Themen und das ist dann die Ausgangslage. Es gibt auch verschiedene Möglichkeiten, aber versucht einfach informiert sein. Ich habe jetzt da nicht einen riesen Aufwand betrieben für das. Ja, ich sage euch dann noch schnell kurz, was meine Noten waren. Das ist mein, das ist mein Notenausweis, beziehungsweise ich habe noch ein detailliertes Notenblatt. Und auf jeden Fall, ich habe im deutschen Aufsatz einen 5,5 gehabt. Also ich wollte euch jetzt nicht sagen, ihr sollt locker irgendwie eine gute Note schaffen oder so. Was auch noch wichtig ist, ihr habt zwar 4 Stunden Zeit, aber die gehen schneller vorbei, als ihr denkt. Also vertrödet die Zeit nicht. Also ihr könnt klar mal am Anfang ein kleines Mindmap machen, vielleicht einmal vielleicht Einleitung vorschreiben oder was auch immer. Das schon, aber nachher müsst ihr wirklich Gas geben. Aber eben, macht das Mindmap, listet ein bisschen Argumente auf vorher, dass ihr wisst, was ihr so bringen könnt in dem Aufsatz. Und dann macht das. Ein paar Leute sind auch während dem Aufsatz aufs WC, habe ich jetzt persönlich nicht gemacht. Geht vor dem Aufsatz, ihr spart die paar Minuten. Also ja, aber immer selber wissen. In der mündlichen Deutschprüfung hatte ich auch einen 5 gehabt, aber ja, das war ein bisschen eine Glückssache. Also wir hatten 3 Bücher gehabt und dann halt eine Gedichtsammlung von, was sind es, 12, 14, irgend so etwas Gedicht aus der Epoche von der Romantik. Nicht unbedingt das beste Erlebnis gewesen, aber ich habe persönlich auch ein bisschen Glück gehabt, dass ich einen Text bekommen habe von einem Buch. Erstens mal, das ist schon mal viel einfacher, finde ich. Ausser ich fällt das Analysieren von Gedichten mega einfach, aber ja, ist mir jetzt nicht so gegangen. Auf jeden Fall, ich hatte ein Buch gehabt, das war mal super gewesen. Ich habe genau das Buch gehabt, das ich am besten gefunden habe, wo ich halt recht viel dazu sagen. Und ja, also es spielt schon ein bisschen Glück auch eine Rolle. Aber was auch noch war, ist, ich hatte wirklich einen Textausschnitt, wo wir in der Stunde besprochen haben. Also nochmal zurück zu dem, dass ihr in die Stunde kommen solltet. Weil ich habe dann einfach ein paar so Stilmittel und so einfach noch gewusst und die halt können aufsagen und so. Ja, aber Stilmittel sind wichtig, dass ihr die bringt, dass ihr eben sagen könnt, keine Ahnung, da ist jetzt einfach eine Metapher für das und ihr wisst, bei den Gedichten, ja, wenn ihr ein Gedicht habt, tut es mir einfach leid, weil in der ganzen Rhythmus und in was auch nicht, Trocheus und keine Ahnung, das ist heavy und ja. Was bei uns auch noch war, wir hatten verschiedene Dichter gehabt und dann hat man halt einfach müssen wissen, man hat so den Titel vom Gedicht bekommen, aber man hat einfach müssen wissen, von wem es war und das ist uns in dem Sinne auch nicht gesagt worden, also die paar, die Gedichte hatten,
haben zum Teil nicht gewusst, von wem es ist und das macht halt auch nicht so einen guten Eindruck. Also einfach das schon mal vorab, falls ihr euch dazu Gedanken macht. Aber eben versucht es mit dem Aufsatz oder mit halt anderen Fächern zu kompensieren, weil es ist halt schon nicht so einfach. Ich sage es jetzt einfach mal gerade so. Englisch, okay. Ja, ich fange dann gerade mit meinen guten Fächern an. Ich habe sicher das Gefühl, da ich check alles, aber nein. Ich habe in Englisch in der schriftlichen 5er und in der mündlichen 6er, also habe ich zusammen einen 6er gehabt. Und schriftlich jetzt einfach, ihr habt so ein Buch mit Übungen, also die Grammatik, macht das, geht in die Stunde, ihr habt Übungen dort, ihr bekommt Tipps, löst alte Prüfungen. Englisch ist meine Lieblingssprache, ich lese Bücher auf Englisch, ich schaue alle Serien und Filme auf Englisch. Also habe ich vielleicht ein anderes Sprachgefühl als jetzt jemand, der sich eher für Naturwissenschaften interessiert und für Sprache überhaupt nicht, oder? Jetzt einfach so als Beispiel. Aber ich kann wirklich mit diesen Übungen da etwas rausholen und euch vielleicht einfach die Regeln mal genau anschauen, versuchen zu merken. Geht auf die Lehrperson zu, wenn ihr irgendwo noch Schwierigkeiten habt. Die hat sicher noch Zusatzmaterial für euch, wenn euch das wichtig ist, wenn ihr denkt, ihr könnt es nicht kompensieren. Aber mündlich, wie schon gesagt, ich lese Bücher auf Englisch. Von dem her habe ich vielleicht auch einen Vortrag gehabt jetzt bei der mündlichen Prüfung. Ich habe mir auch recht schwere Bücher ausgewählt, also ich habe es mir jetzt nicht unbedingt einfach gemacht, aber ich habe auch ein bisschen so die Challenge wollen und ich habe auch ein bisschen Freude an dem Account. So. Also ich bekomme eine Liste, ihr werdet das ein oder andere Buch von dem sicher kennen, weil ihr das irgendwie schon in der BM oder sonst in der Schule halt durchgenommen habt. Ihr könnt gerne diese Bücher nehmen, ihr könnt aber auch andere Bücher nehmen, wenn euch das ein bisschen spannender ist. Lest es vielleicht einfach ein bisschen online durch, also es geht, ihr geht irgendwie in die Bibliothek oder die Buchhandlung und blättert mal die Bücher durch, bevor ihr euch für die entscheidet. Ein Tipp ist auch, schaut, ob es Sekundärliteratur dazu gibt, beziehungsweise ob es für euch ein Buch auf SparkNotes oder CliffNotes oder wie auch immer die Seite heisst. Ich verlinke übrigens alles, was ich zu den einzelnen Fächern und so finde, einfach mal unten in der Infobox, falls ihr da irgendetwas, falls euch da etwas interessiert. Schaut vielleicht, dass ihr nicht irgendwie ein extrem neues Buch nehmt, wo wirklich nichts irgendwie extra, wo ihr keine extra Informationen findet, das ist vielleicht nicht so gescheit, aber es muss auch nicht heißen, dass ihr irgendwie Klassiker nehmen müsst. Es gibt zu vielen Büchern eben so Infoseiten, Infomaterial, Videos. CliffNotes hat das, glaube ich, auch. Ich habe zum Teil auch Quizzes, was ich gemacht habe. Ich habe zum Teil ein Kapitel gelesen und zum Teil sind es auch 2 gewesen, je nachdem, wie lang die Kapitel sind. Und hat zum Teil eben auf SparkNotes, das ist mal so eine Zusammenfassung. Und dann hat es so ein bisschen Analyse gerade. Und dann könnt ihr auch gerade ein Quiz zu diesen Kapiteln machen, wo ihr gerade halt gelesen habt. Das ist noch praktisch, weil dann habt ihr gerade so, das nochmal geübt. Bei SparkNotes könnt ihr auch so einen Bereich anwählen, wo ich glaube Important Quotations oder Important Quotations Explained oder irgend so etwas heisst. Und ich sehe wirklich die wichtigsten Zitate aus dem Buch. Und bei mir ist es so, dass wirklich eines von denen gekommen ist an meiner mündlichen Prüfung. Also, weil, ist ja logisch, das ist irgendwie die zentralste Zitat, logisch kommt, also nicht logisch, aber es macht auf jeden Fall Sinn, dass dann etwas von dem kommt. Und dann, sind ihr schon mal auf sicher, schaut das an. Viel dazu kann ich nicht sagen, ihr habt dann einen Teil, wo ihr über das Bild reden müsst. Das haben wir jetzt im Unterricht geübt. Ihr könnt das so üben, keine Ahnung, einfach frei reden. Übt vielleicht mit anderen Schülern. Es ist für mich schwer zu sagen, weil es halt einfach mein bestes Fach war, oder? Wegen dem kommen wir vielleicht lieber zu den anderen.